Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja Leute, und das am zweiten Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Dortmund. Und Leute, eins ist doch völlig klar, endlich sind wir wieder in der Bundesliga, endlich gibt es wieder diese PK und eins ist für uns hier wirklich völlig neu, das ist das Publikum und weil sich das gerade so geil angefühlt hat mit diesem Live-Applaus, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Bayenthaler Wirtshaus. Schön, dass ihr alle da seid. Also wer sich hier umschaut, der sieht nur schöne, intelligente, gut gelaunte Menschen. Alles FC-Fans und das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen, sondern damit eines klar ist, in der ersten Liga gibt es bei uns in der PK keine gegnerischen Fans mehr. Das ist vorbei. Das machen wir nicht. Ne? Das ist definitiv dabei, wobei ich eben gehört habe, dass ein Dortmunder tatsächlich hier ist, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ihr kennt das noch aus der zweiten Liga. Da hatten wir gegnerische Fans in der PK, die sind nicht nur zu Wort gekommen, sondern die konnten ihre Vereine vorstellen und das hat uns so einen Riesenspaß gemacht. Wir haben tolle Leute kennengelernt, richtig gute Kontakte, sogar Freunde gefunden und damit ist in der Bundesliga jetzt aber Schluss. Denn Leute, wir können hier keinen Hoffenheimern oder Gladbachern oder irgendwelchen Pillen ein Forum bieten. Ganz im Gegenteil, wir sind ganz happy, dass wir endlich wieder nach Herzenslust austeilen können. Ja, wir können... Wir könnten ja mit Wolfsburg anfangen, aber wenn du da drauf haust, du triffst ja keinen. Ist keiner da, haben wir alle gesehen. Ne? Ist ja wirklich schlimm. Das ist das, was die Wolfsburger gemeinsam haben mit den Videoreferees. Ne? Keiner guckt zu und die ärgern dich trotzdem. Ne? Es ist zum Kotzen. Ihr habt gesehen, leere Ränge, leerer Keller in Köln. Also Videoreferee war gerade pinkeln. Und das war ehrlicherweise so dieses Gefühl, wir waren ja nicht abgestiegen, war genau die Saison von vorher. Es ist überhaupt nichts passiert. Es ist genau alles beim Alten. Ja, nicht ganz. Also ich würde mal sagen, so gut wie nach dem Wolfsburg-Spiel haben wir in der Bundesliga wirklich lange nicht mehr gestanden. Das ist nämlich exakt 2 Jahre her. Damals, auch am ersten Spieltag, waren wir auch 13. Und das sind wir jetzt auch wieder. Und dazu würde ich auch sagen, unsere Spielart hat sich auch verändert. Also das war doch eigentlich ganz offensichtlich in Wolfsburg. Erste Halbzeit, Thema Pressing, finde ich, hat schon ganz gut geklappt. Wir hatten leider ein bisschen Pech. In der zweiten Halbzeit ist uns dann die Puste ausgegangen, weil wir so gepresst haben in der ersten. Und leider Gottes kam trotzdem kein Glück dazu. Also, das werden wir jedem erzählen, gefragt oder ungefragt, ne, dass wir kein Glück hatten. Das ist ja das Einzige in Wahrheit, was bei uns Kontinuität hat, das Pech. Ne? Also da haben wir einen lückenlosen Lebenslauf, was Pech anbelangt und das brauchen wir eigentlich nicht. Wir würden uns ja eigentlich wünschen, dass sich da mal was ändert, ausgerechnet da. Ja? So, und das hat mich jetzt völlig fertig gemacht, was du erzählt hast. Ja, aber es muss sich ja was ändern, besonders wenn man mal auf dieses Anfangsprogramm schaut. Ne? Jeder sagt, was haben wir für ein wahnsinnig schwieriges Programm da direkt zum Start. Aber mal ganz ehrlich, nach 20 Jahren Fahrstuhl, 6 Abstiegen, hast du einfach keine Lieblingsgegner mehr. Du hast nur noch Angstgegner. Wenn du dir die Tabelle anschaust, es ist eigentlich egal, gegen wen du spielst, es ist ein Angstgegner und wenn wir jetzt anfangen und dann auch noch von den Schiris Angst haben, ich meine, dann brauchen wir eigentlich gar nicht erst antreten. Ne? Einen Schiri haben wir ja jetzt auf unserer Seite, ne? Habe ich gehört. Der spricht sich aber, glaube ich, Skiri aus. Ja und? Ne? So, ja. Skiri. Wobei, das mit den Neuzugängen ist natürlich eh so ein Thema. Also aussprachetechnisch, da ist der ein oder andere Buchstabensalat ist ja am Start. Es ist wirklich schwierig, aber es sind ganz tolle Jungs. Und im Übrigen spielt das auch überhaupt keine Rolle, wie die sich aussprechen. Das Wichtigste ist, dass wir endlich dieses Fahrstuhlthema beenden können und dass wir
endlich unseren letzten Abstieg hinter uns gebracht haben. Und diese Botschaft, das war der letzte Abstieg, die werden wir tatsächlich gefragt und ungefragt, überall, jedem, immer und immer wieder erzählen. Genau, und da war ich eben schon vorgeprescht, ne? Jetzt wisst ihr das eigentlich schon, wir kippen aber nicht um, wie Frau Reker, sondern wir stehen zu dieser Aussage, wir bleiben dabei und wir gehen so weit, wir schreiben uns das auf die Shirts. Also kommen wir jetzt zum Motto des Spieltags, eigentlich ist es fast schon das Motto der Saison, hoffe ich zumindest. Ne? Auf den Shirts steht, pass auf, jetzt guck mal, ob das jetzt geht, mein Sohn sagt, es klappt nicht, der hat recht. Ja, denn gekommen, um zu bleiben. Ist jetzt Spack. Ne? So traditionell sind die Dinge natürlich wieder zu klein, obwohl ich schon eine Nummer größer bestellt habe, aber egal. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube tatsächlich 2 Kilo zugenommen. So, das Wichtigste, ne, was jetzt kütt und auch hoffentlich bleibt, ist natürlich 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Prösterchen, Leute. Wer hat jetzt nicht mitgetrunken? So, und damit sind wir bei unseren Ehrengästen heute in der Pressekonferenz. Und ich wage mal zu behaupten, auch die Jungs sind gekommen, um zu bleiben. Ich hoffe, dass sie nachher auch ein bisschen länger noch hier bleiben. Ich hoffe, dass sie unsere Präsidenten werden und es auch bleiben. Herzlich willkommen, Werner Wolf und Jürgen Sieger vom designierten Vorstand des FC Köln. So Leute, wir haben den Unfall hinter uns. Was braucht man, wenn man einen Unfall macht? Guten Anwalt. Wenn es richtig scheiße gelaufen ist, auch noch einen Psychologen. Ne? Genau das haben wir jetzt gerade hier sitzen. Ne? Ja, ich würde sagen, geballte Unfalltherapiekompetenz haben wir jetzt am Tisch versammelt. Aber apropos geballt, ihr wart doch mal zu dritt. Ist einer etwa schon abgesprungen? Jürgen. Ja, da muss man etwas ausholen. Also ich habe da eben in der Einführung vermisst, dass wir ja in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum haben. Ich weiß nicht, ob das einer weiß. Dortmund ist vor 50 Jahren abgestiegen. 70, 71, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Insofern gehe ich davon aus, dass die Angst vor uns haben. Werner, was ist dein Statement dazu? In der Zeit war das Derby Köln gegen Dortmund. Ah, genau. Ja. Übrigens, am Freitag spielen wir gegen Dortmund. Am Freitag vor 25 Jahren haben wir auch gegen Dortmund gespielt zu Hause. 1:6 verloren. Ich weiß es genau, weil ich bei dem Spiel damals auch war. Aber das ist mit Sicherheit kein schlechtes Omen, würde ich mal sagen. Okay. Also, die Frage zielte natürlich darauf, woher Sauren ist aber egal. Der ist im Urlaub, haben wir gehört. Ne? Und das heißt, dass ihr immer noch nicht gemeinsam Urlaub macht? Nee, noch nicht. Was wird eure Frau dazu sagen? Ja, schauen wir mal. Ja? Wir sind ganz froh, weil ihr hätten keinen Platz mehr gehabt hier. Ja, wir haben ja gesagt, gemeinsam gewinnen alle und wir haben, einer der Programmpunkte ist es, demnächst alle Gremien zusammen in den Urlaub fahren. Mit der Geschäftsführung natürlich. Und zusammen mit dem kuscheligen Mitgliederrat, denke ich auch, ne? Oder? Selbstverständlich. Ja, sehr schön. Das war übrigens, Bleib zu Hause. das war der Micha Trippel übrigens gerade, der hat sich extra seitlich positioniert, damit er hier einrufen kann, ohne erkannt zu werden. Aber das lassen wir nicht durchgehen. Warte mal ab. Okay. So läuft das nicht. Kanntet ihr euch eigentlich vorher schon? Also, oder seid ihr jetzt als Boyband neu gecastet? Und Nee, so ein bisschen kannten wir uns. Also der Jürgen hat als Anwalt für die Firmen unter anderem gearbeitet, für die ich auch gearbeitet habe. Und dann natürlich im
Beirat war ich und er im Aufsichtsrat und dann redest du auch schon mal zusammen. Und der Eckhard Sauren war ja auch seit 2014 im Beirat und auch daher, also da kennen wir uns ja. Ja, ich musste ihn schon damals raushauen. Ich war bei der Innenverteidigung. Aber dann bist du auch mal rausgehauen worden, Jürgen, ne? Oder? Wie war das? Ja, klar, deshalb habe ich ja starke Leute mitgebracht. Nee, erzähl doch noch mal kurz. Das war 2016, glaube ich, ne? Da bist du mal kurz. Ja, also man weiß das ja von zu Hause. Es gibt immer einen, der stärker ist. Und in dem Fall war der Präsident stärker als ich und hat die rote Karte gezogen. Na gut, haben wir das auch geklärt. Aber das mit dem Vorstand, das traut ihr euch schon zu, ne? Zukünftig. Also meine Frau sagt, ich könnte das. Du bist offenbar einfach nur zu oft zu Hause, ne? Mir haben sie gesagt, mach es. Machet Otze, ne? Ja, okay, also da steckt viel Selbstbewusstsein drin hier bei den Jungs, würde ich sagen, sehr viel Optimismus. Aber wir werden das jetzt heute auch alles mal antesten und es war ja sehr viel von Kompetenzen die Rede in letzter Zeit. Und was ihr jetzt hier bei uns zum Start erstmal braucht, das ist vor allen Dingen Schnelligkeit. Köpfchen schadet auch nicht und wir spielen ein Spiel mit euch zum Beginn. Das heißt, ganz einfach, ja oder nee. So, das ist ganz einfach. Wir stellen also ein Zitat, stellen wir hier in den Raum und ihr müsst bitte ganz schnell darauf reagieren, ja oder nee. Am liebsten bitte mit der Karte hochhalten, damit wir auch sehen, wie schön uneinig ihr euch seid. Sonst wäre es ja langweilig. Nicht abgucken hier, ne? So, und dann dürft ihr selbstverständlich danach erklären, warum ihr euch nicht einig seid oder was ihr davon haltet. Ne? Was soll man denn antworten, ob es richtig ist oder ob wir dem zustimmen? Ja oder nee. Ne? Also, ne? Ja. Genau, also erstmal nur ja oder nee und dann also spontan und dann gerne begründen, okay? Wir fangen mal an mit dem ersten Statement und das heißt? Also, ob die kannst du weg tun. Wie gesagt, mein Sohn sagt, die Akku Dann ist schmeißt alle, die fort. Ne? Ja, ja, So, fort. was benutzen wir denn? Nur den Knopf hier. Fingerchen Okay, drauf. alles klar. Also, das Finanzdoping wie etwa bei Manchester City oder Paris ist regelwidrig, sagt Javier Tebas Medrano, Präsident der spanischen Liga. Der hat schon so einen langen Namen, war schon kein schnelles. Okay, direkt bei der ersten Frage uneinig. Ich glaube nicht. Nimm das Mikro dazu. Ich glaube nicht, dass der Präsident der spanischen Liga sowas sagt. Nee, die Zitate sind schon so halbwegs recherchiert und gebürgt. Es geht nicht darum, ob der das gesagt hat oder nicht, sondern ob das stimmt oder nicht. Kann man dem zustimmen? Ja, klar stimmt das. Und die FIFA ermittelt genauso konsequent wie das IOC. Ja. Okay, dann machen wir mal ganz... Warte mal, stopp. Hatten wir denn jetzt Einigkeit oder nicht bei den beiden Jungs? Wir haben jetzt Hatten wir genau, Einigkeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der sowas sagt. Ah, okay, Ich habe alles die klar. falsche Frage beantwortet. Ja. So, nächste Frage oder nächstes Statement. Das, was da möglich ist in Leipzig, das finde ich zum Kotzen. Das hat Peter Neururer gesagt. Ja, ich wollte auch ja sagen. Ich habe versucht, mich nicht zu bewegen, damit wir später speeden können, damit er nicht auffällt, ne, wie lange das dauert. Ne? Jetzt habe ich ja rot hochgehalten, also sicher alle überrascht. Also, aber ich meine, bei Leipzig gibt es verschiedene Themen. Einmal klar 50+1, da hätte ich grün hochgehalten, aber andererseits gute Ausbildung. Unser Trainer, unser hat er auch gelernt. Also insofern gibt es da sowohl als auch. Das Statement von Peter Neururer, vielleicht sollte man das kurz dazu sagen, bezog sich damals auf die Transferpolitik, ne, wo es dann möglich ist, dass die Red Bull Salzig, auch schön. In Leipzig meine ich natürlich genau, ja. Die Spieler hin und her schieben und im Grunde hat man ein großes Konstrukt mit ganz vielen Mannschaften, die dabei sind und
kann Transfers realisieren, die sonst niemand realisieren kann. Also das ist nur der Hintergrund. Ja, das ist vielleicht eine Anregung für Fortuna und Viktoria. Super Idee. Nee, aber Werner, was sagst du denn? Du hast Ja gesagt. Warum findest du das auch zum Kotzen, was da in Leipzig passiert? Ja, weil es kein fairer Wettbewerb ist aus meiner Sicht. Deshalb stimme ich Peter Neurüber zu. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen, super Antwort, genau die richtige, wie ich finde, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Also wo ist genau die Wettbewerbsverzerrung? Naja, das Thema ist halt, dass bestimmte Clubs das aus einer anderen wirtschaftlichen Sicht sehen. Also wir haben uns ja entschieden, ein Nicht-Investoren-Club zu bleiben, sehr bewusst, weil wir in keine Abhängigkeiten wollen. Aber das Spiel ist nicht fair insofern, also allein kriegt PSG, eine Zahl, die ich im Kopf habe, 600 Millionen Euro für Trikotwerbung von Katar. Und damit hast du keine fairen Voraussetzungen mehr. So, und bei RB Leipzig ist es ja so, dass der Inhaber eine bestimmte Strategie verfolgt mit seinem Energy Drink und da spielt Sport eine wesentliche Rolle und deshalb benutzt er unter anderem den Fußball, um Limonade zu verkaufen und kann aus den Erfolgen der Limonade, und die ist hochprofitabel, Geld in Fußball pumpen und das ist auch nicht fair. Also das kann à la longue nicht vernünftig funktionieren. Wir stehen da aus unserer Sicht vor großen Veränderungen. Wir haben ja einer unserer Punkte ist es zu schauen, dass wir Fußball als Volkssport erhalten, weil wenn die Entwicklung weitergeht, kannst du das alles vergessen. Und das macht aus unserer Sicht den Fußball komplett kaputt. Also müssen wir sehen, dass die Clubs, die mit uns einer Meinung sind, auch mit uns an einem Strang ziehen und dass wir genügend Lärm machen, damit das auch der Rest der Welt versteht. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Statement, beziehungsweise zur nächsten Aussage. Die Planungen rund um das Geisbockheim sind umweltverträglich, hat Frau Reker gesagt. Die Planungen verstoßen nicht gegen das Umweltrecht. Jetzt muss ich mal genau sehen, ob da eine Negation drin ist oder nicht in der Frage. Die Planungen sind umweltverträglich, also Planungen sind ja, bis auf Papier relativ neutral, aber woraus aufkommt, ist das ursprünglich, also ich vermute, dass es ein Zitat war von vor 2 Jahren, als er noch dafür war. Unter dem Gesichtspunkt würde ich dann auch mit Ja stimmen. Zitat. Ja, trifft auch zu. Also sie hat das ja, dieses Video ist ja gerade viral um die Welt gegangen und sie hat das tatsächlich so gesagt. Genauso wie sie gesagt hat, dass sie ihr Dafürsein auch immer und überall und gefragt und ungefragt kundtun wird. Ne? So. Ja, ich meine, es gibt ja die Planungen, wenn Sie auf die Webseite der Stadt Köln gehen, da sind die ganzen Gutachten, wenn Sie sie ausdrucken, haben Sie 2 Leitsordner. Aber wer sich informieren will, sollte die wirklich mal durchlesen und Sie werden feststellen, dass viele Behauptungen, die jetzt in der Presse zu finden sind, einfach nicht zutreffend sind und mit den Gutachten, die öffentlich liegen, nicht übereinstimmen. Haben wir Pätslück unter uns? Steht ein Pferd auf dem Flur oder was? Heißt es Henriette? Ja, wenn Sie vorhin schon hier. So. Das hatten wir schon. Ne? So, die Ultras haben den Verein auf ihrer Seite. Das hat Dirk Zingler gesagt, Präsident von Union Berlin, gerade im Zusammenhang mit dem Protest gegen RB im ersten Erstligaspiel der Union, der Eisernen. Stimmt das? Für uns jetzt gesehen. Hängt ja wieder davon ab, was Ultras ist. Das ist die aktive Fans. Schnelles Ja oder Nein? Antwort. Also ich verstehe es als aktive Fanszene, dann würde ich mal sagen, ja. Gut, okay. Also, aber du wolltest es erklären, oder? Ja, genau. Also ein bisschen, der Begriff Ultra wird ja sehr pauschalierend benutzt. Also nicht nur, man könnte ja auch sagen, die ganzen Mitglieder in Fanclubs, über 800 sind, ja, aktive Fanszene, sind das alles Ultra. Ich glaube, die meisten würden sich nicht so bezeichnen. Da gibt es Kreise, die noch sehr viel engagierter sind als das normale Fanmitglied und da gibt es natürlich auch
Leute, die über die Stränge schlagen und auch einer der Gruppierungen angehören. Aber die alle über einen Kamm zu scheren, ist nicht richtig. Ja. Natürlich ist das in einem Verein, der 108.000 Mitglieder hat, hast du eine Spannbreite von hier bis, ne? Also eine sehr große Spannbreite und damit, darüber sollten wir uns freuen und dann musst du halt auch mit dem einen oder anderen Problem lernen umzugehen oder umgehen, fertig. Ja, ich denke mal, also hier ging es ja nun wirklich ganz konkret um die Ultras und um die Reaktion auf Red Bull Leipzig und dass gerade in der Ultraszene auch mal Aktionen durchgeführt werden, die vielleicht der eigenen Gruppierung auch mal schaden. Das kann man ja vielleicht auch trotzdem beantworten und mit einer differenzierten Betrachtungsweise herangehen, wie das, glaube ich, der Dirk Zingler hier auch getan hat. Ne? Und er hat dann abgewogen und hat gesagt, auch wenn das vielleicht wieder gewisse Ausmaße hatte, die nicht ganz okay waren, aber deswegen stehen wir trotzdem hinter den Jungs am Ende des Tages. Ne? Das ist genau das, was wir sagen, wobei wir denen auch sehr deutlich gesagt haben, wenn es halt die Regeln verletzt oder verlässt, dann muss man damit rechnen, dass es Konsequenzen hat. Also das Beispiel, was ich immer benutzt habe bei Ihnen, um das deutlicher zu machen, ist aus dem Straßenverkehr. Meine Wahrnehmung ist, das sind halt Jungs und Mädchen zum Teil, aber ich glaube zu 98% Jungs, die haben sich entschieden, in der Mitte der Fahrbahn zu fahren. Und erstens ist das verboten und zweitens ist das gefährlich. Und wenn du denen sagst, pass auf, das ist verboten und gefährlich, dann sagen die, ja, deshalb machen wir das. Ja? Und du darfst nicht die Illusion haben, und das sind einige wenige, die das machen, dass du denen das abtrainieren kannst oder dass du die umgestimmt bekommst. Aber du musst ihnen sagen, okay, ist so, wenn was passiert, müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Fertig aus. Okay, wir kommen zum nächsten Statement. Dem DFB geht es nicht um Sicherheit, dem DFB geht es um Geld. Das hat der Schell gesagt von der Wilden Horde. Sagt ihr spontan ja oder ne? Du bist wirklich 21, spontan, 2. ne? Ja, schwierig, auch wieder ein schwieriges Thema. Ja, muss man schon mal überlegen, ob man jetzt als Fan reagiert oder als potenzieller Vorstand. Verbandsgerichtsbarkeit ist sicherlich ein sehr schwieriges Thema. Wofür, in welcher Höhe, das kann man wirklich hinterfragen und sagen, ist es richtig. Auf der anderen Seite, der DFB ist ja eine relativ große Veranstaltung, ich glaube 25.000 Amateurvereine, größte Sportorganisation der Welt. Inzwischen hat der Profifußball den maßgeblichen Einfluss, haben alle gehört, von der Organisation, der Trennung und der Ämterteilung kann man sich auch die Frage stellen, ob das richtig ist von der Strukturreform. Also ich würde sagen, wie bei allen großen Organisationen gibt es da positive Dinge und Dinge, die man persönlich kritisch bewerten würde. Aber wir halten das spontane Ja trotzdem sehr gerne fest. Ja, man muss schon... Werner, wie war das bei dir? Nein, also ich bin da hin und her gerissen, ähnlich wie der Jürgen. Natürlich hat der DFB ein hohes Interesse an Sicherheit, das ist klar. Alles andere würde den Fußball deutlich gefährden. Aber selber ihre Sportgerichtsbarkeit und die Dinge, die da durchgesetzt werden, die Summen, die aufgerufen werden, ohne Ansehen der Person, also der Leistungsfähigkeit einer Person, was ja ein Grundsatz bei uns im Strafrecht ist, damit habe ich ein Problem. Das finde ich nicht okay. Und deshalb ist sicherlich beides richtig. DFB steht für Sicherheit und ich denke, wird zwar immer diskutiert, dass Deutschland ein unsicheres Land wäre. Ich halte es für ziemlich sicher und ich halte auch die Fußballstadien für ziemlich sicher. Alles geht immer noch besser, aber verglichen mit ein paar anderen Ländern, die ich kenne, leben wir quasi im Paradies in der Beziehung. Jetzt vielleicht schon mal die Karten in die Hand nehmen, ne? Möglicherweise auf einmal.
Ich bin der Meinung, dass eine Einflussnahme von VW auf den sportlichen Wettbewerb ausgeschlossen ist, sagt eine Sponsoring-Beratungsfirma. Dass eine Einflussnahme von VW ausgeschlossen ist. Ja. So. Du hast das gerade eben ja schon gesagt, ne? Also wer was bezahlt, der will auch was zurückhaben. Ne? Ja, aber zahlt denn VW was bei Wolfsburg? Wäre mir ja völlig neu. Echt? Nein, natürlich nicht. Es ist ja Wolfsburg. Nein, es ist doch gut, dass wir alle als Steuerzahler dazu beitragen. Normalerweise ist es eine Konzerngesellschaft. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute, dass es über sogenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem restlichen Konzern verbunden ist. Und dann kann man die Verluste steuerlich geltend machen. Ja, Wahnsinn. Und dann noch der tolle Marketing-Effekt, ne? Beherrschender Gewinnabführungsvertrag, sowas mache ich jetzt auch mal. Das klingt richtig super. Also, das möchte gut, ich ne? auch haben. Hast du den zu Hause nicht? Weiß nicht, gibt es das Ja, bei Rewe oder so? Beherrschungsgewinnabführungsvertrag, ich hab den. Deswegen ist deine Frau auch nicht mitgekommen heute Abend. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Ach so, ja. So, es geht weiter. Haben wir denn? Ich glaube, das war's schon, ne? Okay, also ihr habt unter Beweis gestellt, dass ihr reden könnt, manchmal mit ein bisschen Verzögerung, aber dann ist es ja doch alles sehr gut noch rausgekommen. Kommen wir mal ins Stadion, da ist es natürlich ziemlich laut und wenn ihr da redet, da kann es schon mal sein, dass der eine oder andere euch nicht versteht. So, und deswegen machen wir jetzt den ultimativen Stadion-Kompetenztest. Also wir reden ja den ganzen Abend schon über Kompetenz mit euch. Und ihr müsst jetzt Fachbegriffe aus dem Fußball pantomimisch erklären. Und im Publikum, ihr müsst raten, was wollen die beiden Jungs uns denn damit jetzt eigentlich sagen? Und das Geile ist, Machen wir es das ist synchron? die erste Simultanpantomime der Welt. Ne? Weil ihr müsst wirklich schielen, beide erklären gleichzeitig. Es wird wunderbar. Den gleichen Begriff. Ja, ach, das bringt uns aber auf eine Idee. Ne? nee, wir fangen mal mit dem gleichen Begriff an. Ja. Ja, okay, also. Ach so, genau, wir haben das aufgeschrieben. Mhm. Ach so, klar. Aber nicht zeigen, ne? Du warst schon wieder der Schnellste, ne? Okay, Videobeweis ist schon mal geraten worden. Weiter geht's. Next one. Das könnt ihr auch. Ja, nee, du einfach kannst auch so. Modest. Jawohl. Ja. Nee, nicht. Oh Gott, jetzt habt ihr das schon gehört. Habt ihr das gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen. So, wird jetzt ein bisschen schwieriger langsam, ne? Jetzt möchte mal Schiedsrichter Ja, sein. komm, Yumi. Nein, wir hätten uns Leute eingeladen, die keine Ahnung haben. So ein Scheiß, ne? Leute, ihr müsst doch ein bisschen doof stellen, sonst sind wir in 20 Minuten durch mit dem Ding hier, ne? Sagt doch wenigstens Hund, Katze, Maus vorher, ey. Aber ganz ehrlich. So. Leute anfangen mit Gläsern und Flaschen rumzueiern. Jawohl. Hat schon einer gerufen. Wer war das? Wer hat hier Ecke gerufen? Welcher Streber hat hier Ecke? Ah, Thomas Bernhard. Er hat bestimmt bei mir im Rechner geguckt gestern Abend. Ja, genau. Eingebrochen ins. So, nächstes Ding. Ich glaube, wir müssen noch ein paar nachschreiben, ne? Haben wir einen Stift? Nee, ist ja nicht wie in der Schule, vorher habe ich auch mal gemacht. Jetzt wird es lustig, ne? Ja, Wahnsinn. Mein Gott. Also gut, dass wir dir das alles hier mit der Kamera festhalten. Ja, genau. So, jetzt aber. So, es geht weiter.
Christoph Daumberg hat das gerufen. Ja. Jetzt haben wir einen, da werdet ihr euch jetzt die Zähne dran ausbeißen. Das geht mir alles viel zu schnell hier. Ne? Lasst euch Zeit. Da müssen wir zusammen. Weiter, komm. Seit wann gehört ratlos gucken zur Pantomime? Pressing. Wer war das? Wer hat Pressing gesagt? Pressing. Oh, großes Kino. Ja, Ja, tatsächlich. Ja, Pressing, ihr seid ja bekloppt. ja schade, haben wir nicht noch welche? Nee, haben wir nicht. Ich habe ja gedacht, offen gestanden, haben wir die völlig unterschätzt. Ne? Wir haben das Spiel eigentlich mit Wichtig ist 18 nur, dass Minuten die hier nicht angesetzt. rausgehen und sagen, wir haben die beiden völlig überschätzt. Wir gehen nie wieder hin. Ja. So, also Pressing ist ja ein Riesenthema jetzt auch bei unserem aktuellen Trainer. Danke für das Wort. Haben wir gesehen in Wolfsburg, ne, hat sich schon ein bisschen auch abgezeichnet. Man konnte die ersten Sachen sehen. Um das zu sehen, braucht man natürlich aber Sportkompetenz. Habt ihr nicht, habe ich gehört. Ne? Nächstes Thema. Ich würde sagen, die habt ihr genauso wenig wie der Aki Watzke von Borussia Dortmund, aber der hat natürlich richtig fette Vorstandskompetenz. So, und die prüfen wir jetzt mit euch, und zwar wie beim Führerscheintest mit Multiple Choice. Eine Frage, 4 mögliche Antworten, und ihr müsst euch für eine entscheiden, egal wie fett die Kröte auch ist. So, also, mal gucken. Ja, Das Spiel heißt dat oder dat. So, und die erste Frage an euch ist, was wird eure erste Amtshandlung? So, erstens, Geisbockheim verlegen. Zweitens, Stehplätze abschaffen. Drittens, Stadion in Porz bauen. Oder viertens, Choreo-Klausel streichen. Was wäre das? Das haben wir einmal im Überblick, ne, für alle hier. Ja, Ne? 4. 4, genau. Ganz einfach. Wunderbar. Wo sind die Leute vom Express? Wir haben eine Schlagzeile. Jetzt mal ernsthaft, können wir das bitte festhalten an die Medienvertreter im Raum? Erste Amtshandlung unseres noch designierten, hoffentlich bald neuen Vorstand, wird die Streichung der Choreo-Klausel sein. Habt ihr alle mitgeschrieben? Ups. Okay, es geht weiter mit Multiple Choice. Und die Frage lautet, welcher Slogan ist der beste? Und jetzt gibt es wieder 4 Möglichkeiten. Wir fangen an. Spürbar anders vom 1. FC Köln. Wir echt anders vom SV Sandhausen. Die andere Familie Bayer Leverkusen hat es alles gegeben, hat nichts mit Fremdgehen zu tun. Das hat mit Recherche zu tun, lieber Till, das kennst du nicht. So. Oder aus Tradition anders, Darmstadt 98. So, also, ups, zurück. Ja, wir können aber da gleich haben. Also das Nee, lassen wir im so. Überblick, das ist der Beleg, dass es das alles gibt. Ja. Ne? Also, ne? So, das ist wirklich völlig real. Ne? Und wir sagen gleich auch, welches es zuerst gegeben hat. Aber wir kommen zurück zur Frage, welcher Slogan ist der beste? 4. 1. Geile Antwort. Ich liebe diese Antwort jetzt schon. Werner? 1, aber das ist kein Slogan, das ist ein Claim. Ja, nennen wir, ob wir es jetzt Slogan oder Claim nennen. Da lassen wir uns gerne drauf ein. Es stimmt auch, wir wollten eigentlich auch Claim dahingeschrieben haben. Nee, wir wollten Slogan schreiben, weil Doch? bei Echt? Bayer ist es kein Claim, sondern da war es ein Slogan. Echt? Das ist Na gut, jetzt eine okay. Werbeaktion und Gut. kein Claim. Insofern haben wir uns da Für Slogan haben wir entschieden. ein bisschen weicher haben wir das gemacht. Ne? Ja, und die Frage, was es zuerst gegeben hat, was sind die Tipps im Publikum? Einfach reinschreien. Familie? Lilien. Ja, weil da Tradition Vier. steht, ihr Schlauberger. Ist es aber nicht, hat damit nichts zu tun. Der erste war tatsächlich Bayer.
Die andere Familie, ey, da kriege ich Gänsehaut, so schlecht ist das wirklich. Ja, und die Familie wird ja immer noch gesucht. Ja, ja. Aber nicht in Fankreisen, weil sie haben ja keine Fans. Ne? Was, bitte? Okay, also wir halten das fest, spürbar anders. Favorit vom Werner, die Lilien, der Favorit vom Jürgen. Aber worauf wir hinaus wollen, ist natürlich völlig klar, diese absolute Austauschbarkeit. Und wir verstehen seit Jahren einfach nicht, dass ein Verein wie der 1. FC Köln ein so austauschbares Motto nach vorne stellen kann. Ist uns ein Rätsel. Und ja, Thomas, du willst auch noch was dazu sagen? Wir haben ja im Ernst, also das Thema ist immer wieder gekommen und wir haben ja schon verschiedentlich gesagt, also persönlich ist man nicht richtig überzeugt davon, aber das ist eine persönliche Meinung, das ist auch eine Marketingfrage und man muss das hinterfragen, wie weit es sinnvoll ist, Zukunft beizubehalten, ja oder nein, da darf er sich nicht von persönlichen Gefühlen leiten lassen. Also es gab 2 Fanclubs, da haben wir über das Thema jeweils 1,5 Stunden diskutiert. Am Stück. Insofern, das ist relevant. Viele haben damit ein Problem. Ich glaube eben, wo waren wir da? Bei dem Stammtisch mit Ralf Friedrichs im Sünner, glaube ich. Da haben sie uns da auf einen ganz falschen Fuß erwischt. Weil damit hatten wir 3 überhaupt nicht gerechnet, dass das ein Thema wäre. Aber dann kam es tatsächlich noch bei 2, also es kam bei allen Fanclubs, aber es kam bei 2 relativ lange. Ich war damals dagegen. Es gab damals eine Marketing-Arbeitsgruppe des Beirates, die ist aber nur einmal angehört worden und hatte auch nichts zu sagen. Ich habe versucht, Werner Spinner das auszureden. Jetzt haben wir das über eine gewisse Zeit und wir müssen es uns angucken, ob es nützt oder nicht. Wenn wir es brauchen wollen, sollten wir es mit Leben füllen, weil ein Claim, der nicht glaubwürdig ist, den kannst du gleich wieder in die Tonne hauen. Aber wie gesagt, wir haben es über eine Zeit verwendet, wir sollten es uns ernsthaft angucken. Jetzt haben wir 2 Leute im Vorstand, die ein bisschen was von Marketing verstehen, weil sie das 30 Jahre verantwortet haben. Insofern bin ich ganz gespannt auf die Diskussion. Wer es nicht weiß, der Werner hat, warst du 30 Jahre? Nee, du warst bei Bitburger und dann Chio, ne? Oder beziehungsweise, wie heißt du? Was ist das? Erst Salz und dann trinken. Oder Nein. Meine Kinder haben gesagt, immer die richtige Dose. Erst Schokolade. Ich war Geschäftsführer von Machs. Also Machs, Bounty, Snickers und so, ne? M&M's, größte Süßwaren. Danach haben wir salzige Knabberartikel gemacht, Funny Frisch, Trikotsponsor vom FC. Ne? War meine Entscheidung. Und Chio und solche Sachen, Oeltje, Wolfbergstraße und dann erst kam Bitburger. Beste Bier. Ne? Mit Abstand, das beste Bier der Welt. Ja, das Ich können kann wir das hier erklären. so nicht stehen lassen. Ne? Da wenn ich so jetzt höre, krieg ich durch. Ne? Zum Wohl. Du musst bestellen, Ilja. Wenn nicht bestellt, kriegt kein Kölsch. Vielleicht nochmal zurück zum Claim, da können wir uns dann darauf einigen, dass es vielleicht die zweite Amtshandlung wird. Nee, Spaß beiseite. Okay, wir machen weiter. Ich glaube, du bist dran, Thomas. Ne? Ja, ich bin dran. Also ich frage mal so ganz frei, welche Fee-Aussage passt am ehesten zu eurem Motto, gemeinsam gewinnen alle? Die Aussage, man kann so einen großen Verein nicht demokratisch führen? Die Aussage, wenn zu viele Leute mitreden, die nicht aus dem Fußball kommen, ist das ein Problem? Die Aussage, erklären kann ich gerne alles, diskutieren geht mir aber zu weit. Er hat ja alles gesagt. Oder die Aussage, wir haben genügend Leute im Verein, vor allem im Mitgliederrat, ist keiner hier, oder? Ne? Die Vollamateure sind. Wir haben jetzt diese Auswahl. Ja. Das passt super zu eurem Motto, oder? Perfekt. Ja, ich habe das so verstanden, dass der Fee dafür eintritt, dass die Mitgliederratsmitglieder bezahlt werden. Ja, mit den Amateuren soll ja wohl aufhören. Sehr interessante Betrachtungsweise, aber ist eigentlich nur logisch. Ne? Du hast völlig recht. Ja. Was sollen die denn verdienen? Man muss die Leute immer ernst nehmen und die Aussagen dann auch so nehmen, wie sie sind. Und dann sollen aufhören, Amateure zu sein. Ich wundere mich manchmal, was ich für ein Brett vom Kopf habe. Also habe ich überhaupt so nicht. Wirklich super. Ja, ne? Ja, also. Ist der Fee denn bereit, dafür auf Teile seines Gehalts zu verzichten? Oder? Oh, das ist vielleicht die dritte Amtshandlung.
Sehr gut. Also wenn der Mann nicht zu gebrauchen ist beim 1. FC Köln, dann weiß ich es nicht. Hör mal. Walten Sie Ihres Amtes. Ja, okay, es geht weiter. Voran seid ihr schon. So, ja, okay. Hier wird schnell Wer langweilig, ne? wird nächster FC Würstchenlieferant? Remagen? Haben wir nicht? Na, pass auf. Stopp. Wir fangen an mit... Dann haben die Würstchen ja einen Schleuzer. Und sind alle so eklig braun. Ne? Okay, also Marc Metzger haben wir hier im Angebot. Dann geht es weiter mit Uli Hoeneß. Der Till hat es natürlich wieder vorweggenommen. Clemens Tönnies. Und zum Schluss Hennes der Neunte. Also ich wäre für Marc Metzger. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wer es ist, aber Eine Blödschwelle. Der Blötschkorb. Ich traue dem zu, dass er auch gute Würstchen machen kann. Das war der Blötschkorb. Der kann auch Wurst. Ne? ja, so viel Bin ich zu sicher. unserer Kompetenz. Ne? Können wir vielleicht das Ausschlussprinzip hier gerade mal walten lassen? Warum schließt ihr die anderen aus? Also Bismarck hat mal gesagt, das Volk sollte nicht wissen, wie Gesetze und wie Wurst gemacht wird. Gilt immer noch, ja, wo wir bei Zitaten sind. Aber Heringer hat er, da ging schon, ne, Was? beim Bismarck. Ne? Hä? Heringer war... Heringe gab es da schon, Bismarck, ja, ne? klar. Die Bismarck-Heringe. Ne? Das war Warum irgendwie- schließen wir die anderen ein aus? Das ist Stadion. also, Uli Hoeneß macht nur einen Nürnberger, sonst nix. Kannst nicht gebrauchen. Clemens Tönnies kommt von der Konkurrenz, wurde ich nie eine Wurst abkauft. Geht nicht. Und wen hattet ihr noch? Der nicht drüber Hennes reden. ist sakrosankt, bist du wahnsinnig. Das ist wie in Indien die Kühe, sind bei uns die Geißböcke. Darfst du nicht anpacken. Ja, wir wollten bei der Gelegenheit, das Thema ist ja Clemens Tönnies auch so ein bisschen zumindest. Ne? Da sind wir jetzt ganz geschickt drumrum, aber wir wollten einfach auch einmal sagen, das ist, tut echt weh, ne? Aber es waren uns die Schalker das erste Mal überhaupt sympathisch. Ne? Denn eigentlich können wir die nicht liegen, aber die Schalke-Fans sind hingegangen und haben sich da sehr, sehr deutlich positioniert und haben ganz klar Haltung bezogen und gesagt, dass sie es nicht in Ordnung finden. Wir zeigen Rassismus die rote Karte. Ich finde es wirklich großartig, weil meiner Ansicht nach eben Haltung nichts anderes ist, als dass man zu seinen Überzeugungen steht, auch dann, wenn es einem selber mal schaden kann. Und in dem Fall läuft es ja in diese Richtung. Und das ist schon, kann man nur anerkennen, finde ich. Ja, und das will wirklich was heißen, das aus unserem Mund zu hören, weil ich sage dir ganz ehrlich, also Gladbach, Bayer, Leverkusen, es gibt so viele Drissvereine in der Bundesliga, aber in den letzten Jahren hat sich einer wirklich ganz nach vorne katapultiert, also bei mir persönlich, und das ist echt Schalke 04, also ich kann sie echt nicht ab, aber trotzdem, was die Fans da geleistet haben, diese rote Karte für Tönnies, diese Haltung, die sie gezeigt haben, tut mir leid, wirklich Weltklasse, sensationell. Und sie machen das mit der Gefahr, dass der Tönnies zurücktritt oder zurückgetreten wird oder was auch immer und dass ihr Verein in finanzielle Probleme tatsächlich kommen kann. Und sie machen es trotzdem und wir ziehen wirklich den Hut vor Schalke 04. Trotzdem wünschen wir ihnen in der Liga die Pest ans Bein. Vielleicht auch schöner Anlass, mal eine Lanze zu brechen für die unseren, ne? Denn wenn man sich das anschaut, die Südkurve, die positioniert sich gerade in diesen Themen auch immer sehr, sehr deutlich. Auch in anderen Themen, die da nicht jedem gefallen, aber das finde ich auch sensationell, kann ich mich sehr, sehr gut mit der identifizieren, muss ich sagen. So, wo wir bei Südkurvenkompetenz sind, ne? Da sind wir jetzt ja gerade, ne? Da haben wir direkt wieder ein kleines Spielchen. Ja, und unser Vorstand, der muss natürlich sich in der Südkurve auch auskennen und das bedeutet natürlich, dass der auch singen
können muss. Ja? So. Ja, also ja, ganz ehrlich, dass die überhaupt noch hier sitzen, ist eigentlich ein Wunder. Ne? Aber Ja, aber wenn wir anfangen zu singen, garantiere ich dir, dann sitzen die nicht mehr drin. Da bin ich auch mal gespannt. wir haben schon so viele Leute in die Flucht gesungen, wir beide, kannst du gar nicht. Also das könnt ihr nicht toppen. Es geht aber auch tatsächlich eher darum, die Fangesänge zu vollenden. Ne? So, jetzt muss man sagen, keine Sorge, ne? Also die Fangesänge, die in Wolfsburg gesungen werden, die müsst ihr nicht singen. Okay. Ja, die würde aber eh keiner kennen, wenn der Werle sich nicht öffentlich entschuldigt hätte und das auch noch völlig ungefragt. Ne? Ich habe So, mich aber entschuldigt. bitte? Ich habe mich entschuldigt. Du hast dich auch entschuldigt? Nee, Werle. Herr Werle hat sich entschuldigt. Herr Der Werle, Ja, nicht. verstanden. Habe ich der Werner gesagt? Nee, ich habe der Werle gesagt. Das sind Nee, meine nee. alten Ohren. Die Du hast dich doch funktionieren gar nicht mehr so gut. entschuldigt. Nee, aber der Werle hat ja reflexartig, ist er ja dem Schmatke zur Seite gesprungen, ungefragt. Er hat es halt für nötig empfunden. Ja, lassen wir einfach mal so Wir stehen. brauchen jetzt euch. Ne? Also ich habe, der ein oder andere wird wissen, dass wir auch schon mal ein Lied rausgebracht haben. Das war so erfolgreich, dass wir das nicht nochmal trauen. Wir brauchen jetzt Leute, die sich zutrauen, Fangesänge anzusingen. Immer nur den ersten Teil, ja, und dann bitte die anderen nicht sofort mitsingen. Ne? Das muss der Vorstand machen. Wir brauchen hier Arm hoch, wer kann singen? Der Quittmann hat aufgezeigt. Komm her. Wittmann ist der Erste, komm nach vorne. Heißt der jetzt Vottmann anstatt, was ist das denn? Till Vottmann. Nee, warte. Moment, Erst mal Moment. regeln. Wir brauchen noch weitere. Noch einen, bleib hier. Dirk. So. Da haben wir schon. Carsten? den ersten. Wunderbar. Carsten, komm auch nach vorne, bring den Till direkt mit. Pack den Till ein. Du. Ja. Gewollt oder ungewollt? Ne? So. Komm Dirk, dann komm du auch noch mit, dann macht ihr da. Ja, Das macht ihr von drei da das? aus, oder was? Pass auf. Nee, ihr müsst nach vorne kommen, wir müssen euch Zettelchen schreiben. Genau, aber pass Also, auf, stellt euch so hin, dass die Kamera euch auch erfassen kann. Ne? Sehr schön. So. Also, ihr singt. Schatzemann, hör mal zu. Du singst erstmal nur den schwarzen Teil. Der rote Teil ist für den designierten Vorstand. So. Nein, du singst nicht anders, spielst du spürbar anders singen oder was, ja? Dirk, komm. Alle drei. Ein Mikro. Du schaffst das. Ein Mikro und ihr könnt alle drei reinsingen. Aber stellt euch zur Kamera. Ich fange an. Aber nicht. Pass auf, Ihre Feld, müsst jetzt- ihr müsst ein bisschen- Radata. Nippes Bäschchen. Echt? Egal was auch passiert, die rote Wand steht hinter dir. Und ein Satz. Nie von deiner Seite, denn nur für dich sind wir hier. Oh, FC Köln, ein ganzes Leben für den Verein. Okay, next one. Nee, ich habe nie versucht, singen zu lernen. Auf und ab und wir sind trotzdem hier. FC Köln, mein Lebenselixier. Oh, ich bin in der Nordkurve gelandet. Okay, wir machen mal Das anders. ist 25 Jahre her bei mir. Ne, wir machen. Also, noch einen pass Joker, auf. wir machen noch einen neuen, den konntet ihr nicht erraten. Erste Runde Budapest, zweite Runde Rom. Rot. Vielleicht Valencia, vielleicht auch Mailand. Europapokal, 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 Europapokal. Okay. Ich würde sagen, da können wir noch ein bisschen üben. Ne? Ja. Aber wenn wir schon da sind, einmal alle bitte. Scheiß Leverkusen. Schalalalala.
ist Leverkusen. Schalalalala. So. Gut. Scheiß Borussia Mönchengladbach, denn du bist ein Scheißverein. Okay. Okay, vielleicht können wir auf der FC Köln. Das müsste man im Grunde. Welches? Leute, einmal ist schon klar. Der FC Köln. Der FC Köln, der FC Köln ist wieder da. Der FC Köln ist wieder da. Der FC Köln ist wieder da. Jawohl, okay. Komm nach vorne, Micha, und sing es mal an mit Mikro. Komm mal her, komm her. Jetzt hast du lange noch in der Ecke gestanden. Jetzt filmt die Kamera den Mann bitte auch mal. Und bevor der anfängt, 20 Jahre Stadionsprecher beim FC, Michael Trippel. Vor 2 Wochen war es soweit, glaube ich, ne? Herzlichen Glückwunsch. Am 14. August. 14. August. Woche. Genau vor einer Woche. Einer Woche, ja, Genau super. vor einer Woche. Sehr geil. 1:0 gegen Obau. Ja. Danke, dass ihr mich nochmal daran erinnert. Ich hätte es fast vergessen. FC und Geisburg, ein sensationelles Lied. Liebe Zuschauer an den Millionen von Fernsehapparaten. Bei Facebook, Instagram, was haben wir sonst noch alles, wo ihr zugeschaltet seid. Es ist unglaublich. Ich hoffe, die Verbindung ist gut, auch in Übersee. Ich weiß, dass es da schon mal mit dem Satelliten Probleme gibt. Und wenn ich jetzt ein bisschen zerzaust durchkomme, liegt es einfach nur an der Verbindung. Sonst ist es alles wunderbar. Dieses wunderschöne Lied, um jetzt mal wieder auf die Sache zurückzukommen. Ich darf Ihnen die beiden Herren hier vorstellen, meine Damen und Herren. Das sind die 2 Kölsch. In Kanada kennt sie noch nicht jeder. Jetzt sind sie auch da bekannt. Ich weiß, dass Kanada sich gerade zugeschaltet hat, weil in Kanada ist ja eine andere Uhrzeit. Die sind jetzt aufgestanden und sind jetzt in Kanada, sind noch ein bisschen müde, verschlafen. Das sind die 2 Kölsch, die mitbekanntesten Größen neben Willi Millewitsch und Tönnes und Schäl. Wer die 2 Kölsch nicht kennt, hat die Welt verpennt und deshalb ist Kanada jetzt früh aufgestanden und hat sich zugeschaltet hier zu dieser Sendung, damit es Pennen nicht weitergeht. Aber jetzt kommen wir eigentlich nochmal wieder zurück auf das eigentliche Thema. Was war das nochmal? Singen. Ihr sollt singen und ich höre mir das an, so habe ich das verstanden. FC und Geisbock war damals ein Lied, ich weiß gar nicht mehr, wie die Gruppe hieß, die das damals vorgestellt hat und deswegen komme ich da drauf, weil das vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund war. Und wir haben ja nun übermorgen das Spiel gegen Borussia Dortmund. Da wurde dieser Song vorgestellt in der Halbzeitpause. Im alten Müngersdorfer Stadion mit der Laufbahn noch. Es gab einen riesen Anhänger, wo diese Band drauf stand, wo sie das dann live gespielt hat. Und sie wurde dann in der Halbzeitpause eingeführt mit diesem neuen Song FC und Geisbock. Da haben wir Bock drauf. Mein Vorgänger Hans-Gerd König war völlig am Ausflippen, weil es stand nämlich zur Pause 0:3 gegen Borussia Dortmund. Das war das 1:6 ja, übrigens. Am Ende Ne? war es dann 1:6 in der Tat. Da wurde dieser Song vorgeführt oder die Zuschauer wurden mit diesem Song vorgeführt in der Halbzeitpause. Und es ist auch nie ein Knaller geworden, konnte auch nach dieser wunderschönen Vorstellung auch nicht mehr werden. Wenn du mit dem 1:6 so einen Song vorstellst, dann ist das ein Rohrkrepierer und so ist es dann auch geworden. Mir ist er in netter Erinnerung geblieben, ist wieder so eine nette Geschichte aus den alten Zeiten des 1. FC Köln, alte Müngersdorfer. Jetzt hast du genug, ihr Schwart. Wir wollen dich singen hören, ja. Baby. Gerne, meine Damen und Herren. Auch für die Zuschauer in Kanada vor allen Dingen ganz wichtig. Sie können mich singen hören, wenn Sie das wollen. Ich habe 4, 5 Termine zur Auswahl, die ich Ihnen hier stelle. Es wird im Oktober, wird es sein, im November und natürlich auch dieses schöne Weihnachtslied singen mit mir im Dezember, am 23. Dezember im Rhein-Energiestadion. Auch da werde ich diesen Song in weihnachtlicher Vorstimmung auch Ihnen präsentieren. FC und Geisbock, da leuchten die Lämpchen, da haben wir aus Essen auch Bock, ne? Und auf die Geschenke. Also wie gesagt, bitte schon mal vormerken, September, Oktober und auch im Dezember. Ne? Ich muss jetzt leider Schluss machen. Ich hätte gerne noch gesungen, ja, also gar keine Frage. Aber
Aber Herr Tillmann erinnert mich daran, bevor jetzt da wieder die Lichter ausgehen beim WDR und gestreikt werden, dass wir noch ganz schnell die Tagesschau durchziehen. 20 Uhr ist es nach meiner Uhr. Ich habe gar keine an. Ich habe gar keine an, aber meine Uhr geht immer richtig. Das ist das Schöne, auch wenn man keine hat. Zweimal am Tag geht diese Uhr richtig. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem in Kanada. Machen Sie es gut. Freuen Sie sich auf die nächsten Sendungen. Freuen Sie sich vor allem auf mein Singen. Ich sage nochmal September, Oktober, Dezember. 23. Dezember. Bitte festhalten. Sie sind wieder live dabei, zugeschaltet mit unserer wunderschönen Sendung 2 Kölsch. Auch für Sie ist eins dabei. Dankeschön. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, lieber Micha, vielen Dank für diese tolle Anekdote. Du kleine Ratte. Vielen Dank für die wunderbare Anekdote, aber ich kann dir eins versichern, ein Rohrkrepierer kann auch entstehen in Euphorie und nach einem geilen Spiel. Ich will erinnern an unseren Song Europa, den wir rausgebracht haben, nach dem oder kurz vor dem Mainz-Spiel sogar. Und auch das ist ein Rohrkrepierer geworden. Aber wir waren trotzdem die Ersten, die den Europa-Song rausgebracht haben, noch vor Motores. Und das war uns damals wichtig. Offenbar, also ehrlich gesagt, war das ja als Rohrkrepierer geplant. Also wir haben unsere Ziele komplett erreicht. Also ja, also ne? Hit kann auch jeder. Genau, also du musst einfach auch mal singen, ohne es zu können. Das ist das Ding. Ne? Ich habe jetzt ein Riesenproblem. Bei mir steht hier auf dem Skript, ihr könnt ja wirklich alles. Ja, das muss ich, das muss ich sagen. Ne? Wer hat das da hingeschrieben? Alles außer singen. Dafür haben wir den Stadionsprecher. So, okay. Ich schlafe ruhig, weil der singen kann. Gut, also Ja. wir machen weiter bei unserem Kompetenzkarussell und werden ein bisschen egozentrisch. Wir prüfen jetzt eure 2 Kölsch-Kompetenz, ne, denn wir rennen ja die ganze Zeit mit den dämlichen T-Shirts durch die Gegend und das Schöne daran ist ja, die ergänzen sich. Ne, so. Bedeutet also, wir zeigen euch jetzt, was steht da? Ne, Hier das ihr habt los das und begriffen, glaube ich. Ne? So, wir zeigen euch jetzt also alte Motti, sagt man, ne? Eigentlich. Ne? Motten. Klamotten mit Motten, tatsächlich mittlerweile, weil die schimmeln seit 5 Jahren im Schrank herum, aber trotzdem. Also definitiv dann ja auch Deutschkompetenz, alles ist Ja. da, das ist absolut groß. Germanistkompetenz. Ja, also. Ich sage nicht, weil ich studiert habe, man glaubt es jetzt nicht. Ne? Was ist da los? Da stand Sing-Wigger, du hast das immer als... Der Till hat an dem Ding rumgespielt, ich weiß es genau. 100%ig. Ne? Ja. So, also das Spiel heißt, wie soll das nur Wiggerjon? Und ihr sagt einfach mal, was ihr glaubt, wie das zweite Shirt aussieht. Ne? Aber nicht umdrehen, ne? Nicht auf die Wand gucken. Da sind ja so ein paar zu sehen. Ach so, Nicht ihr zurückspringen. müsst ja schon eigentlich. So, wir fangen an. Ups. Ganz einfach. Ganz Also, schweres Ding. Wie soll das? wie geht das Wigger? Wie? Was meinst du? Wie soll das Wiggerjon? Nur Vegajon. Nur Wiggerjon. Ne? Der war einmal schnell, ne? Ja. Zack, falsch. Hast ja nur vergessen. Ne? Lebe Zucker. Hat ein bisschen was von Dali Klick, ne? Genau. Kannst du dim machen? Ja, bitte. Das wäre so schön. Du kannst auch hüpfen, ne? Das war... Das kennen die alle, die sind alle zu jung hier, ne? Hans Rosendahl. Das war... Spitze. Ja, geht doch, super. Okay. Ja, der ist am Fusche, ich sehe das schon. Ne? Der guckt da schon. Der guckt da drauf. War noch ein Fragezeichen drauf. Ja, Frage. So, Pass auf. Es geht weiter. Das kennt der jetzt Liberté, I love you. Das war das Ding damals beim Mainz-Spiel auch, unmittelbar nach den Anschlägen in Paris. Was stand auf dem anderen Shirt? Tore statt Terror. Tore statt Terror. auch. Ah, Sehr gut. Auflösung. Jawohl. sehr schön. Klasse. Nicht Habt ihr schlecht. das eigentlich damals mitbekommen schon? Oder? Nee, ne? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Ne. Ja. Weil du kein Al Jazeera guckst, deswegen. Ne? Genau. Selten. Ja. Der nächstes Ding. Respekt kann man am Transfermarkt nicht kaufen. War unser allererstes Shirt. Das kann man auch daran sehen, dass es halber Roman ist. Ne? Respekt. Roger Schmidt, genau. Hatte mit Roger Schmidt zu tun.
Sein damaliger Verein war? Keine Ahnung. Doch. Plastikhusen. Ja, richtig. Jawohl, genau. Plastikhusen. Aber ich weiß nicht, wie Weiß das- es jemand aus dem weiß nicht, Publikum, wie wie es es weitergeht? Du hast das ja gesehen, Du bist aus dem Er Rennen. hat die TB. Präsentation auswendig gelernt. Im Gegensatz zu seinem Vater. Ne? Okay, wir lösen auf. Ich war nur schnell. Fans auch nicht. Hat er das gesagt? Nee. Nein, das haben wir gesagt. Oh, Hat er das Du hast gesagt? das aber verstanden, das Spiel, oder? Soll ich nochmal erklären? So, du bist dran. Ja, es geht weiter. Ich mach die Hand Halt wieder mal drauf zu, hier genau. für die Fuscher. Es geht irgendwie nur um Leverkusen. Also das ist jetzt, wie man sieht, in Leverkusen, in diesem schrecklichen Staat. Es ist wirklich ein scheußliches Ding. Sieht aus wie ein Kanarienvogelkäfig, denke ich mir jedes Mal, wenn man auf der Autobahn dran vorbeifährt. Ja, okay, nachdem also er hingefallen ist. vergessen wir das. Baku winkt. Was steht auf dem zweiten Shirt? Das ist schon, du bist sehr nah dran. Sehr. Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten da jetzt Leverkusen draufstehen. Bayer stinkt. Jawohl. Der Kandidat hat 99 Punkte. Dass wir da überhaupt reingekommen sind damals ins Stadion. Ne? Ja, wir hatten ja Jacke drüber. Stimmt. Also so blöd sind wir jetzt auch nicht. Ne? Nächstes Ding. Kölner sind Realisten. Oh, Robert, wir kommen. Was war das? Robert, wir kommen. Hm. Das ist das Carmen-Motto. war das so schnell, so groß hinter euch zu sehen. Robert, wir kommen. Ja, auch das, genau. Gut, ne? Spätestens am Freitag gegen Borussia Dortmund. Genau. Waren die mal Weltpokalsieger? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, wir lösen auf. Ihr habt es ja eh alle gewusst. Das war übrigens unser zweites Shirt. Europa, wir kommen. Und was man noch dazu sagen kann, es war das einzige Shirt, das wir tatsächlich zweimal hatten, nämlich damals im Jahr 2014 war das, da haben sie uns angeguckt wie Bekloppte, als wir da mit im Stadion standen, da turnten wir irgendwie noch am letzten Tabellenplatz Die rum. Sportschau hat gesagt, einige können es nicht lassen. Ja, genau. Und kurz darauf haben sie uns als Unterwäsche-Modells bezeichnet, also so haben sie es auch ausgesprochen. Okay, das zur Sportschau. Und das zweite Mal hatten wir dieses Motto beim berühmten Spiel gegen Mainz, Kölner sind Realist, und das war dann der Beweis. Also wirklich, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, 4 Jahre später, oder waren es 3, haben wir das dann realisiert und haben den Beweis angetreten, Kölner sind Realisten und Europa, wir sind gekommen. Okay. Machen wir weiter, das kann man jetzt ahnen, das nächste. Ne? So, ihr habt das mitbekommen. Wir haben eine gute Verbindung gehabt zu unseren gegnerischen Fans in der letzten Saison der 2. Liga. Da steht jetzt links, ihr die Streifen, das bezieht sich... Der Vorstand hat sofort entschieden, also ihr müsst im Grunde, ihr habt so eine Art Publikumsjoker. Ne? Ich hoffe, dass das auch... Seid ihr eigentlich noch da? Jürgen, mal schläfst du, oder? Wir haben doch gesagt, gemeinsam gewinnen alle. Ja, genau. Der hat auf alles den Alleine sind wir richtigen nicht in Spruch, der der Lage Mann. zu gewinnen. Das heißt aber nicht, dass man einschlafen darf. Jo, das Ja, ist okay, so, wir lösen stimmt, auf. Ne? Wir die Punkte. So, jetzt haben wir was und jetzt sagt ihr nix. Da kommen die nie drauf. Nie. Ach so. Jetzt sag nicht zu 0 oder so. Nee, momentan. 2 Bitburger Premium-Pilz, bitte. Ja, gut. Hör mal, so breit bin ich ja jetzt auch nicht, ne, oder? Nee, das kann man untereinander schreiben. Ja, ist schon klar, ne? Oder 2 neue Vorstände. Oder so, genau. 2 raus, genau. Ja, ich würde sagen, das ist ja auch mal eine gute Plakat Gelegenheit, würde ich um mal dann persönlich anzustoßen, ne? abhängen. Das wird ja erwartet. Prost. Prösterchen. Prösterchen. So, jetzt haben wir so lange über Klamotten geredet. Dann denken wir doch mal nach über die Kleiderordnung auf der Mitgliederversammlung, die ja stattfinden wird
Da ist schon der erste Vorschlag aus dem Publikum. Mal lauter bitte. Rudi? Wieso denn Rudi? Der ist doch bei Leverkusen, oder? Naja gut, das war in der Vergangenheit ja so. Deswegen ist es ja naheliegend, dass die Leute denken, dass es jetzt immer noch so ist. Ja, aber wir gucken mal, was sowas wir fanden euch... wir natürlich nicht viel zu naheliegend. Nein. Also wir schauen mal, was wir euch anbieten, welche Möglichkeiten. Es sind wieder 4 Stück. Ihr dürft eine nur wählen und ihr dürft nicht dieselbe nehmen. Also ihr müsst was Unterschiedliches tragen. Okay? Verstanden? So, schauen wir mal. Jetzt machen wir abwechselnd. Kannst du noch mal hier. erklären? So. Naja gut, also eben war schon so ein bisschen Erklärungsbedarf. Ne? Okay. So, wir machen abwechselnd. Das erste ist, genau, Time to say goodbye. Das war unser Aufstiegs-Shirt. Ja. Das haben wir im letzten Spiel. Da ging es, natürlich richtete sich das an die zweite Liga ganz besonders. Ne? Aber gut, ein paar andere Leute wussten wir auch, dass die dann irgendwann mal weg sind. Und also es war so ein allgemeines Ding. Also Time to say goodbye. Oder würdet ihr anziehen? Hudi, da ist er. So, wollen wir nochmal hören? Einmal bitte. Rudi. Sehr schön. Ja. Den gibt es übrigens wirklich auch, ne? Was? Das ist Boogie Ach so. Boogie, was du meinst. Ja, genau. Das ist etwas anderes. Okay, es gibt noch einen weiteren Vorschlag, ein Shirt. Ist das nicht Haben wir schön? eben schon gesehen. Hauptversammlung. So könnt ihr doch auflaufen. Ne? Wäre doch schön. Man muss sich auch direkt Freunde machen in der Liga. Wenn das, genau. Oder was haltet ihr vielleicht davon? Oh, das ist schon okay. Ja. Sag, Ja, Man wollen muss nicht an so sich negativ selber sein. glauben. kommt ja. drauf an. Ja, also ich nehme dann die 4. Man muss an sich selber glauben. Wir gucken uns nochmal die Übersicht an. Time to say goodbye als klare Botschaft. Bayer stinkt. Hoodie oder Verstand rein? So, jetzt Ja, der Jürgen sagt Verstand rein, dann bleibt für mich ja nur noch das Erste. geil. Eine geile Kombi. Ne? Hör mal, also damit schafft ihr es nicht nur auf die Titelseite des Express, sondern Das ist ehrlicherweise die Frage, in welcher Reihenfolge ihr steht. Ne? Da müsst ihr echt aufpassen. Ne? im Übrigen gibt es Verstand rein, haben wir auch eine Cap. Da hast du noch so einen Zusatzgag, weil das steht dann da oben, ist auch ganz gut. nett. Gut, ne? Verstand hilft immer. Ja, Leute, wir wollen euch natürlich nicht zumuten, dass ihr das tatsächlich tragt. Ne? Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das ein bisschen einfacher und wir wollen uns natürlich bedanken bei euch. Deswegen gibt es eine andere Art von Zumutung, die wir für euch haben. Und das ist diese. Gekommen, um zu bleiben. Jetzt brauchen wir einmal in groß, haben wir das? Nee, du brauchst, wir haben einmal XXL. Nee, warte, das ist zu klein für dich. Ist das das große? das ist das XLer, XXL sogar. Ja. Wer will noch nicht? Und wir haben auch eins für Also den für Urlauber dabei. den, für den Eckart, schöne Grüße. Wo ist er, in Mallorca oder? Werner, wo ist er? In der Gegend. Also schöne Grüße nach Spanien, wo auch immer du bist, Eckart. Hast auch ein Shirt. Und gekommen, um zu bleiben, haben wir natürlich auch so ein bisschen auch auf euch getextet, um ehrlich zu sein. Aber auch auf die Saison. Und wir hoffen wirklich, dass wir das schaffen, alle zusammen, dass wir in dieser Liga bleiben. Und zwar jetzt wirklich dauerhaft. Und es wäre toll, wenn wir gleich noch ein Foto mit euch machen könnten. Mit diesen Shirts. Vielleicht könnt ihr auch ein Selfie von uns machen. Ja, du hast einstimmig gerade entschieden, glaube ich, oder? Hm? Es gibt aber nur grüne Karten. Also wir können gerne eine machen. Ne? So, jetzt machen wir noch ein allerletztes Ding. In Anlehnung an die von uns allen so sehr geschätzte Frau Reker machen wir jetzt einmal ungefragt. Ne? Also ihr
habt jetzt die Chance, auf Fragen zu antworten, die euch überhaupt keiner gestellt hat hier. Also wenn ihr, wenn ihr uns da was mitgeben wollt, bevor wir euch wählen, dann ist jetzt dafür die Gelegenheit da. Also wir fänden es natürlich alle schön, wenn ihr alle zur Mitgliederversammlung kämt und uns nicht daran messt, wie wir singen können. Würde ich so nicht sagen. Die wesentlichen Grundgedanken, die wir uns gemacht haben, sind tatsächlich kurzfristig zu gucken, dass wir aus diesem Fahrstuhl rauskommen. Ich mag auch persönlich Fahrstuhlfahren nicht. Insofern müssen wir gucken, dass wir gerade auf der sportlichen Seite mit genügend Unterstützung, die wir uns besorgen, damit wir auf Augenhöhe mitreden können. Also sportliches Kompetenzteam ist da das Wort, dass wir eben da Entscheidungen treffen, die uns von Personen unabhängiger machen. Und weil letztendlich dreht sich alles darum, was auf dem Platz passiert. Entscheidend ist auf dem Platz, ist der alte Spruch. Und das muss uns gelingen, dass wir da eine Leistung bringen, die uns nicht Ende der Saison jedes Mal zittern lässt. Wir sind wirklich, weil es hier auch ein paar Mal angesprochen ist, zutiefst überzeugt. Und das zeigen die Zeiten, wo der FC tatsächlich Avantgarde war, wo alles gut gelungen ist, dass das nur klappen kann, wenn es uns gelingt, dass alle hinter den Zielen stehen und dass alle mitmachen und dass alle an einem Strang ziehen. Das ist im Moment leider Gottes nicht der Fall, aber in den besten Zeiten, die wir hatten, wo so Sachen wie Europa gelungen sind, da kann man gucken, dass das genau so war. Das ist ein Stück Arbeit, haben wir in vielen Fanclub-Gesprächen mitgeteilt bekommen, war uns vorher klar. Aber ich glaube, wenn es uns gelingt, die Leute in die Richtung zu begeistern, dann kann man Berge versetzen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das habe ich ein paar Mal in der Karriere erlebt. Und das wollen wir versuchen. Jürgen erzählt meistens was, wie das auch ohne Geld geht. Ja, also für uns ist wichtig, Fußball hat eine gesellschaftspolitische Relevanz jenseits des Kommerz. Die Bindungswirkung ist in der heutigen Zeit eine wichtige Sache und wir glauben zutiefst, dass es deshalb im Interesse von uns allen liegt, aber auch der Stadt, von uns Fans, dass wir einen vereinsgeführten Verein erhalten, dass wir das ohne Investoren schaffen. Das wird nicht einfach, aber wir glauben, Köln ist so groß, hat so viele Fans und hat das Potenzial, das als einer der wenigen Clubs zu schaffen. Aber dazu müssen wir alle zusammenstehen und hart dran arbeiten. Und das würden wir gerne erreichen, natürlich mit den sportlichen Erfolgen, von denen Werner gerade gesprochen hat. Wesentlich ist, und das haben wir uns vorgenommen, also wir haben aus meiner Sicht, unserer Sicht, der Jürgen hat deutlich mehr dran mitgearbeitet als meine Wenigkeit. Wir haben eine super Satzung, an der einen oder anderen Stelle kann man die noch ein bisschen feinpolieren, aber ich kenne viele, die sagen, die mich gefragt haben, wie habt ihr das hinbekommen? In dieser Satzung gibt es einen Mitgliederrat, mit dem in den letzten 7 Jahren nicht allzu viel gesprochen worden ist. Wir sind überzeugt, dass wir denen berichtspflichtig sind, Ad 1, und dass die auch unser Scharnier sind, um mit all den Mitgliedern und Fans und Fanclubs immer in einem guten Dialog zu bleiben. Also wir werden versuchen, dass wir mehrfach im Jahr in den Dialog kommen. Es gibt heute auf Neudeutsch so Formate wie Townhall-Meetings, also wo 300-400 Leute sein können und mit denen, die in der Mitte stehen, reden können. Das klappt relativ gut, das ist ein ausprobiertes Format. Und Mitgliederrat ist auf unsere Bitte im Moment dabei, sich zu überlegen, wie ein Konzept aussehen könnte, dass der Vorstand anfassbar ist, dass wir durch die Tatsache, dass wir in guten Dialog über alle Gruppen sind, auch immer geerdet bleiben, nicht abheben.
und dass die Mitglieder das Gefühl haben, dass sie tatsächlich auch mitreden können. Ganz lieben Dank. Also das bestärkt uns natürlich in diesem Gekommen, um zu bleiben. Das hoffen wir sehr. Wir sind am Ende nicht mit den Nerven. Wir glauben, dass gerade etwas Tolles beginnt und wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr das gemacht habt. Ja? Vielen Dank von unserer Seite. Danke. Ein bisschen Schiss vorher, also ich zumindest. Ja, also mir war das Format nicht richtig klar. Und das Programm las sich da schlimmer, als jetzt dann war. Ja. Hast aber eine gute Figur abgegeben, Phil, muss ich wirklich sagen. Also spontan, lustig, hör mal, den Mann kann man gebrauchen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Echt. Gut, danke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auch noch mal kurz Zeit, natürlich Danke zu sagen, weil wir haben einen Partner, der macht das beste Bier der Welt. Das ist Gaffel. Die machen das, die machen das hier möglich. Ohne so einen Partner geht das nicht. Und das sind nicht einfach Leute, die da gedanklich nicht auch dabei sind, sondern das sind wirklich Leute, die einen wirklich unterstützen und an der Seite stehen. Absolut großartig, glaube ich. Finde ich auch, glaube ich, gibt es nicht so oft. Also ganz herzlichen Dank bei Gaffel. Und natürlich ganz herzlichen Dank bei euch Verrückten hier, dass ihr hier hingekommen seid, mitten in der Woche. Jetzt ist sogar dunkel geworden. Wir haben gesagt, schaffen wir nie, dass es dunkel wird über die PK. Demnächst mit Mitbucher. Nee, also Ilja glaube ich mal eher nicht, aber demnächst, was wichtig ist, demnächst wird es auch weitere PKs geben mit Publikum. Wir können das wirklich nicht alle 2 Wochen machen. Also Leute, ganz ehrlich, ihr wisst, wir betreiben eine Menge Aufwand. Keiner weiß das besser als unsere Ehefrauen. Auch an die nochmal einen ganz herzlichen Dank für die Hilfe heute und für die Möglichkeit, die die beiden Mädels uns geben, dass wir überhaupt für unser völlig beklopptes Hobby so einen Aufwand betreiben können. Weil das wäre wirklich nicht möglich, wenn wir deutlich strengere Frauen hätten, sage ich mal. So war es gemeint, genau. Vielen lieben Dank auch an das Beinenthaler Wirtshaus. Das war unser Gastgeber hier beim ersten Mal und wir haben uns super wohlgefühlt. Lieber Frank, bist du im Raum? Ich sehe dich gerade nicht. Also so ein netter Wirt, muss ich wirklich sagen, wir haben den ja auch vor ein paar Wochen kennengelernt, als wir von Gaffel den Tipp gekriegt haben, es hier doch mal zu versuchen, weil ansonsten sämtliche Locations in Köln heute wegen Gamescom irgendwie gebucht sind. Also hier nach Beintal sind die Gamer zum Glück nicht gekommen, deswegen konnten wir kommen, fühlen uns hier super wohl, die haben mitgedacht, mitgeplant und das Ergebnis, was ihr hier heute erlebt habt, das haben wir zu einem großen Teil auch dem Frank und seinem Team zu verdanken, hier in der Technik, der Dieter. Dieter, bist du zu sehen, nicht unsere Kameraleute, der Roland und der Philipp. Ganz lieben Dank an alle und natürlich auch nochmal an die Jungs vom Vorstand. Haben wir noch einen vergessen, Thomas? Nee, ich würde sagen, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt keinem weiter. Wenn ihr es gut fand, dann gefragt oder ungefragt, ja, verteilt die Nachricht und wir würden uns freuen, wenn wir es irgendwann wiederholen könnten und ihr alle wieder da wärt. Vielen Dank. Bravo.